Ciao zusammen, René hier. Heute geht es wieder mal an den Strand. In ganz LA County ist es zum Beispiel verboten, mit den Hunden an den Strand zu gehen. Aber wenn man früh genug dran ist am Morgen, dann verwünschen sie einem nicht. Jetzt müssen wir aber noch schnell Miriam holen, die schnell mit den Hunden laufen, damit die Pup nicht haben, damit wir in jedem Zug durchfahren können. I've been trying to bend the rules since I barely was walking. I've been trying harder all my life, cause I need to be perfect. If I could just be a little better. Wir sind hier in Orange County, etwa 65 km südlich von Los Angeles. Jünger kann man zu gewissen Zeiten am Strand mit den Hunden. In LA selber wohnen 10 Millionen Leute und es hat etwa 1,6 Millionen Hunde. Das bedeutet, fast jede 50 Person hat einen Hund. Sie haben Rennboote, wo sie im Meer rumflitzen. Sie haben Tanker, die das Deck putzen, sodass wir dann auch Verschmutzung haben. Aber mit dem Hundestrand, I can get it off, we are never done. I'm Julian, baby, you are like the sun. Pour out your love, fill me to the top. Let me hear that champagne burst and pop. Cause as long as you are here with me, I will live in love and wild and free. I can get it off, fill me to the top. Let me hear that champagne burst and pop. I just give 200% every day cause I own it. I'm fighting all my life, I'm bad and I know it. If I could just be a little better, maybe. Es sieht aus, als wäre der Osterhase surfen oder verloren gegangen oder so. So, es war gut. Wir waren im Säckchen. Was ist als nächstes im Programm? Essen. Essen. Wir haben vorhin halt ein Seil gesehen, der hat nicht mehr gut. Ich wüsste jetzt nicht, wem wir anrufen. Wir fragen den Tierretter in unserer Familie in so einem Fall. Wem muss ich anrufen? In so einem Fall müssen wir Wildlife Rescue anrufen. Also auch nicht 911 oder so? Nein, ja nicht. 911 ist wirklich nur für Notfälle. Aber in dem Fall, die Leute würden den Menschen zum Lifeguard gehen. Wir haben jetzt vorhin gesehen, es ist die Polizei gekommen, die haben ja Animal Control Karren. Was hast du für eine Erklärung? Wieso sind jetzt die gekommen? Weil natürlich alle Wildlife Center sind alle volunteer-based, also alles ist freiwillig. Da hat es heute ist Ostersonntag. Die Chancen, dass jemand rauskommt, sind relativ gering. Das ist jetzt natürlich das Problem. Jetzt ist die Schmier gekommen, die Leute schnaufen auf. Wir wissen aber nicht, wo der her ist mit dem Seil. Was ist deine Einschätzung? Ja, meine Hoffnung ist, dass es wirklich ein Wildlife Center gebraucht hat. Aber wissen... Kleiner Einschub. Ich bin diesem Thema für euch noch nachgegangen. Und es ist tatsächlich so, sie haben also in den letzten 10 Tagen über 15 Seeleuen eingesammelt. Wegen der Düngemittel und Abfallprodukten wachsen die Algen viel zu schnell und stark wachsen. Von diesen Algen ernähren sich Sardellen und Sardinen. Und weil die Algen in grossen Mengen ein Neurotoxin produzieren, sind auch die kleinen Fischchen, also die Nahrung der Seeleuen, vergiftet. Und das scheint das Hirn angreifen. Darum sind die dann nicht mehr überlebensfähig. Hier ist jetzt aber noch der Tipp, wie man in solchen Situationen korrekt umgeht, und zwar vom Pacific Marine Mammal Center hier in Laguna Beach. Das erste ist, man sollte die Tiere nie anlängen. Man soll sie auch nicht probieren zu verschieben oder aufzulöpfen. Man soll nicht Wasser über die Tiere schütten. Man soll ebenfalls die Tiere nicht füttern.
Man soll Abstand haben und andere Leute darauf aufmerksam machen, dass sie einen gewissen Abstand einhalten sollten. Und dann, dass man am Marine Mammal Center telefoniert auf die Nummer 949 494 30 50. Nur so im Fall, wenn ihr hier durchfahrt und so etwas würdet sehen. Jetzt aber wieder zurück. Wir sind unterwegs für Heim, weil wir sollten noch die Steuererklärung ausfüllen. Wir sind ein bisschen spät drinnen am Dienstag, müssen wir es abgeben, wir haben noch nichts gemacht. Und heute ist ja ein perfekter Tag für das. Die Sonne scheint, es ist blauer Himmel. Ja, das ist eigentlich nichts anderes machen. Die letzten Mal hatten wir einen Buchhalter gehabt, das war an und für sich gäbig, hat am Schluss aber $500 gekostet. Und das tut einem dann auch genug weh, so dass man das Gefühl hat, das können wir selber auch. Das probieren wir jetzt. Es ist mittlerweile am Weihnachten. Hat sich nur noch um Stunden handeln. Tag. Ist das dein Schwarzgeld, das du hast? So gemacht. Das ist mein Portemonnaie. Machen wir immer alle auf. In Amerika zahlt man so zwischen 10 und 40% Steuer auf dem Einkommen. Und wir tun die Steuererklärung zusammen einreichen. Also wir tun alle Einkommen und Ausgaben zusammennehmen. Die Augen tränen. Das ist auch wegen dem Betrag. Wir sind fertig. Es ist jetzt auch gleich ein bisschen länger gegangen, bis man die alles hat. Aber tipptopp, bin froh. Und ja, jetzt kommt das nächste dran. Die AHV Ausgleichskasse, die Freiwillige aus der Schweiz. Schaut nicht auf mit Papierkrieg. Aber jetzt ist mir schon drin. Hey, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Übrigens, wir haben TurboTax gebraucht. Das ist so eine Online-Lösung, die einem eigentlich schon hilft, durch das Zeug durchzugehen. Und dank dem ist es schlussendlich eigentlich auch möglich gewesen, das alleine zu machen. Ich weiß gar nicht, wie viel man zahlt für das. Ich glaube $60 oder so. Das kann ich nicht einschätzen. Ah, Miriam sagt, es war ein bisschen mehr gewesen, aber immerhin. $250. Das ist kein Unterschied. $250?